Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Und jetzt, da wir auf dem Friedhof attackiert wurden, gehe ich jetzt doch nochmal ins Hafenviertel und hoffe, dass dieser Githyanki sich dort wieder meldet. 51. Tag, 0. Stunde. So, wir gehen jetzt ganz langsam vor, da ist er ja wieder. Was wollt ihr, Githyanki? Bla 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 bla. Ja, bliblablub. Das ist soweit alles in Ordnung. Niemals! Tut euer Schlimmstes. So. Ich hoffe nur, die töten diese Kurtisane jetzt nicht, weil wie gesagt, gegen Bürgerliche, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Hallo? Githyanki? So. Okay, so. Flieht mal lieber, Leute. Da ist er. Uiuiuiui, Edwin hat's erwischt. Scheiße, das ist schon mal nicht so gut. Okay, aber Kruin ist jetzt wenigstens auch tot. Ah, das ist ein Magier. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich hoffe, das trifft hier niemand. Abdel Adrian, hol doch mal von dem Kadaver ein paar Heiltränke. Die haben doch bestimmt alle Heiltränke parat hier. Jawohl, und ein Silbergriff. Das ist natürlich auch sehr cool. Das ist dann das zweite Teil vom Silberschwert. Das ist perfekt. Da können wir nämlich auch die Silberklinge uns fertig lassen. So, okay. Irgendeiner zaubert noch, der hier. Den sollten wir auf jeden Fall auch noch losgehen. Dann haben wir nämlich die ganze Zauberwirker schon weg. Oh, dann auf der Anti-Paladin zerrt er noch den zweiten Heiltrank frei, Abdel Adrian. Und auf den nochmal. Alle, die Abdel Adrian angreifen, weg mit ihnen. Und du kannst jetzt auch nochmal zur Sicherheit der Edwin wieder beleben. Der darf dann gleich mal weg, aber ich will, dass der die Erfahrungspunkte halt noch kriegt. So, hier. Und du holst ja dein Zeug wieder zurück. So. Okay, während dem Kampf geht halt nicht, dass wir uns nochmal die Sache ziehen. Ja, das war jetzt einfach wirklich Pech. Na gut, dann müssen wir nochmal ein paar Zauber neu einprägen. Und zwar... die Kugel. Hier nochmal der Feuerball und hier... Alp und machen wir nochmal Aganas aus Hexerei mit rein, weil es so schön war. Okay, wunderbar. Nee, Edwin muss noch sein Zeug zu sich holen. Heieieiei. Dann... Ne, Quatsch, das war der ganze Gammel, den er bei sich getragen hat. Dann das... Alter Falter, das ist halt immer so ein Problem, wenn die Leute sterben bei Baldur's Gate. Dann muss man halt auch wieder ihr Zeug zurückgeben. Das ist schon etwas ätzend, statt einfach zu sagen, nimm dein Zeug wieder auf und rüst dich wieder aus. Das war damals leider nicht möglich. Alles wieder manuell. Und Edwin ein bisschen weiter zurück. Ne, Quatsch, jetzt kann man wieder attackieren. Kriegsmagier. Gut. Korgan, guck dich um, ob die Leute eventuell attackiert wurden. Ach, der doofe verschwindet. Gewalttätige Betrüger. Was habe ich denn jetzt geantwortet? Achso. Was halten ihr davor, wenn ihr mit meinem Schwert verhandeln wollt? Okay. Ja, das passt ja auch zu Korgan. Gut. Sieht nicht so aus, als ob hier irgendjemand attackiert worden wäre. Dann können wir nämlich auch zu den Schattendiebe und die noch für uns als Sache rekrutieren. So, jetzt sollten wir aber erstmal wieder den ganzen Kruscht Eis sammeln, den die hier hin. Und dann gehen wir nochmal da rechts runter. Nicht, dass nochmal andere Leute eventuell attackiert und getroffen wurden. So, dessen Leichnam haben wir schon durchsucht. Da war der schöne Silbergriff drin, mit dem wir jetzt das Silberschwert auch wirklich schmieden können. So, der Unsichtbarkeitstrank geht an Abdel Adrian sowie die 2 konzentrierte Heiltränke. Moment, so. Und der Unsichtbarkeitstrank geht an ihn. Korgan kriegt erstmal 3 von deiner konzentrierte Heiltränke. Und Anomen kriegt Anna und Vikonia kriegt noch Anna. Gut. Dann haben wir soweit alles. Und dann gucken wir doch mal, was unser Cromwell hier aus dem Zeug noch machen kann. Aber erstmal gehen wir wieder zu der Schattendiebe runter. Gut, es sieht nicht so aus, als ob hier der Raufbold oder die
das leichte Mädel hier erwischt worden wären. Das ist schon mal sehr gut. Gut, dann gehen wir mal zu meiner Gilde und schauen uns da nochmal um und zahlen unseren Adel. Da hat es wirklich nicht mal 5 Tage gedauert oder gerade so 5 Tage oder 6 Tage, bis wir die Zauberfeste mit Brynlaw gepackt haben, die Unterseestadt, uns Unterreich. Da habe ich ja wirklich so wenig wie möglich gepennt. Das ist echt heftig. Okay. Jo, die Diebe sind wieder zurück. Dann machen wir das doch gleich mal. Also, wie sieht's aus? 400, jetzt sind wir bei 900, 1150, 1450. Ich mag, nee, Quatsch. Nee, alles in Ordnung so. 1450 und was verlangt der? Heute nur 350. Sehr schön, das bezahle ich liebend gern. Dann haben wir die Gilde nämlich auch wieder erledigt. Da habe ich jetzt wieder 1000 Gold Profit gemacht. Und dann können wir jetzt zu der richtig coole Sache kommen. Jetzt ist es Zeit, episch zu werden. Let's get epic, würde ich sagen. Weil jetzt wird es sich lohnen, was wir in unserem Trip von Brynlaw bis zum Unterreich alles so kriegt haben. Und jetzt können wir die ganze tolle Gegenstände herstellen. Außer die Menschenhaut, die müssen wir uns in der Uma-Hügel herstellen lassen. Ich brauche einen Schluck starkes Zwergenbier. So, Cromwell, was habe ich dann Schönes? Was haben wir dann da? Oh, was haben wir dann da? Blitzstrahler, Hammer, Ogerkrafthandschuhe, Gürtel der Frostriese-Stärke und eine Rolle mit dem wahren Namen vom Donnerhammer, Kromfair. Das ist jo Sammlung, leck mich am Keppel, bei der selbste Seeleschmied machen det. Daraus könnte ich euch Kromfair schmiede. Vorausgesetzt natürlich, ihr seid interessiert. Ja klar, was kostet denn der Spaß? 10.000 Goldmünze. Oh ja, an die Erwert. Alle hopp. Sehr geil. Kromfair ist eine Waffe, die wir in Thron des Baal auf jeden Fall brauchen. Ich sag's mal so. Es geht gegen Feuerriese. Und da können wir einen Hammer, der Riese tötet, sehr gut gebrauchen. Deswegen Kromfair ist die Waffe schlechthin und das ist ab jetzt Korgans Waffe schlechthin, weil Korgan auf Hämmer und auf Äxte auf absolutes Ultimum geskillt ist. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Gott, sehr schön. Das ist wieder nur sein Standardsatz, den muss ich nicht großartig vorlesen. Kromfair, das ist der wahre Name der Waffe, die der zwergische Waffenschmied Silberklinge ihr gab. Er hatte sie für seinen Sohn angefertigt. Leider starb sein Sohn, bevor die Waffe fertiggestellt wurde. Doch jetzt habt ihr sie vollendet. Ein Meisterwerk, das aus dem ursprünglichen Hammer, Ogerkrafthandschuhen und einem Gürtel der Riesenstärke entstanden ist. Kromfair verfügt über alle Fähigkeiten des ursprünglichen Hammers, verleiht seinem Träger eine enorme Stärke und kann Golems, Ettins und Trolle mit einem Schlag töten. Der Träger erhält Stärke 25, wird ein Steingolem, Tongolem, Ettin oder Troll von dem Hammer getroffen, wird er augenblicklich getötet. Unglaublich geil. Okay, doch nicht gegen Riese. Ich habe gedacht gegen Riese, ach. Egal, 2W4 plus 3 macht das Ding Schaden. Und das ist ab jetzt Korgans Waffe, würde ich sagen. Er hat eine Stärke von 1877. Vikonia hat sowieso diesen Hügelriesen-Gedöns. Deswegen kriegt die jetzt erstmal die zwei Dinger, mit denen kann sie kämpfen. Und Korgan kriegt jetzt den hier serviert. Dann müssen wir den Seeleschnitter erst einmal rausschmeißen. Und er kriegt jetzt auf jeden Fall Kromfair. Das ist seine Waffe. Nach einer Stärke von 25 für den Krieger natürlich perfekt. Das ist genau das, was der braucht. Euer Gerät geht mir langsam auf So, die was Nerven. besitze ich dann noch? Ja, ist das eine Art Schwert? Ne? Na, ich sehe schon, ihr habt's Heft und die Klinge von einem Langschwert und Edelstähl von großer Macht. Ja, muss ein mächtiges Schwert sein. Kostet 7.500. Als Dra, mein Lieber. Ich weiß nämlich, was es wird. Muahaha. Ihr könnt es euch auch denken, wenn es 3 Komponenten für ihr Schwert sind, ist es der hart gesuchte und hart zusammengeglaubte Ausgleicher. Das ist sehr schön. Das wird dann Abdel Adrians Waffe erst einmal. Je nachdem, wenn es gegen Vampire oder so geht, dann auf jeden Fall auch wieder der Tagesstern. Ich brauche ein Aber, starkes Zwergenbier. ja, jetzt gucken wir uns das Ding doch mal an.
Der Ausgleicher, Langschwert. Das Schwert existiert schon so lange, dass sein Ursprung in Vergessenheit geraten ist. Die Zeichen auf dem Schwert deuten jedoch darauf hin, dass es im Namen Helms gefertigt wurde. Die Waffe wird auch als Schwert der Neutralität bezeichnet und dient offenbar dazu, Wesen von extremer Gesinnung auszulöschen, damit das Universum einen Zustand harmonischen Gleichgewichts erreicht. Je weiter sich jemand von dem wahren Gleichgewicht entfernt hat, desto mehr Schaden richtet das Schwert bei ihm an. Besondere Fähigkeiten: Der Träger ist gegen Bezauberung und Verwirrung immun. Das Schwert kann jeden Gegner so verletzen, als wäre es eine magische Waffe +3. Das ist natürlich sehr geil, wenn es jeden so verletzen kann. ETW 0 und Schaden gegen absolut neutrale Gesinnung, überhaupt nichts. Gegen chaotisch neutral und rechtschaffen neutral +1 auf ETW 0 und +2 auf Schaden. Neutral gut oder neutral böse, +2 auf ETW 0, +4 auf Schaden. Gegen alle anderen Gesinnungen, also rechtschaffen gut und chaotisch böse, +3 auf ETW 0, +6 auf Schaden. Das ist natürlich ziemlich geil gegen Vampire, die neutral böse sind. Das wäre dann +2 auf ETW 0 und +4 auf Schaden. Und es kann jeden so treffen, als wäre es so magische Waffe. Äußerst praktisches Teil, behalten wir auf jeden Fall. Zumal Abdel Adrian ja auch in Langschwerter geschult ist. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine +3 Waffe, die unserer göttlichen Rage in nichts nachsteht, würde ich sagen. Okay, was gibt's dann noch? Ein Teil von Boge, Gesensarbeiter. Ja, das bastel ich dir 8 zusammen, das 7500. Ja, selbstverständlich. Das ist nämlich dann der neue Bogen für Abdel Adrian, der Kurzbogen von Gesen. Der verschießt dann keine Phantompfeile, wie Tanchurans Bogen hieß der, glaube ich, den ich jetzt habe, sondern der verschießt Blitzstrahle, als ob man den Zauber Blitzstrahl wirken würde, den die Githyanki doch auch in der letzten Episode gewirkt haben, um das halbe Hafenviertel mit seinen Einwohnern zu zerschnetzeln. Sehr schön. Ausgezeichnet. Also da haben wir auf jeden Fall sehr mächtige Waffe. Gesens Kurzbogen. Der außergewöhnliche Bogen wurde von dem Meisterbogner Gesen gefertigt. Die Waffe bezieht ihre Energie von einer anderen Ebene und verschießt Blitze statt Pfeile. Daher benötigt sie natürlich auch keine Munition. Man sagt, dass sich Gesen mit dem Erlös zum Verkauf dieses Bogens zur Ruhe setzen wollte. Dummerweise wurde sein Leben von einem Dieb beendet, der ihm mit den Bogen stahl und ihn dann damit tötete. Der Bogen schützt seinen Träger auch vor Elektrizität. 20 Elektrizitätsresistenz gibt's auch noch. Schaden +2 wie Stichwaffe, +1 bis 8 durch Elektrizität. Das ist nicht verkehrt. Okay, zack. Das ist der neue Bogen. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Was kannst du noch schmieden? Guck mal da, helle Badegriff. Ja, kenn ich auch, Bastler. Das kostet 7500 wieder recht. Alles klar, der verdient sich hier an unsere goldene Nase, der Cromwell. Aber wir geben das Gold auch sehr gern aus, weil die Welle, die helle Barte, ist auf jeden Fall auch ein schönes Stück, was wir sehr gut gebrauchen können. Ich überlege, ob ich nicht Anomen möglicherweise mit sowas, mit so einem Gebrauch schule sollte, weil die Welle durchaus auch ein schöne Waffe ist. Wirklich. Okay, mach nochmal deinen Schmiedezauber und dann ist gut. Nee, doch kein Schmiedezauber mehr. Alle hopp. Uiuiuiui. Das haben wir jetzt. Hellebarde +4 Welle. Die Waffe wurde vor Urzeiten von einem Kult von Ambali-Anbetern gefertigt. Sie war als Werkzeug der Rache gedacht und sollte den Champion des Kults dabei helfen, den Feuerriesen des Sturmhorngebirges ein heiliges Artefakt zu entreißen. Natürlich war ein einzelner Champion mit der Aufgabe hoffnungslos überfordert und Welle galt seit jenen Tagen als verschollen. Wird ein Gegner von Welle getroffen, wird ihm zu 15% Körperflüssigkeit entzogen, wodurch das Opfer zusätzliche 15 Schadenspunkte erleidet. Feuerelementare, Ifriti und Salamander, die von den Wellen getroffen werden, werden augenblicklich getötet. Sehr praktisch auch. Äußerst geile Waffe. Sehr schön, die geht jetzt erst einmal an Anomen. Hat ja nicht eventuell auch Skillpunkte. Nee, Flegel, Kriegshammer, Streitkolben, Keule. Die helle Barte kann er anscheinend nicht. Das wäre dann für Korgan die nächste Überlegung mit der Hellebarde. Okay, so, das Ding kann gar nicht voll sein. Deswegen packen wir es jetzt erstmal rein, genauso wie den Seelenschnitter hier. Und Cromwell, weiter geht's. Oh, Handwerkskunst, der Gith, oder Gith, hab ich vor 100 Jahren nicht gesehen. Silberschwert, leg mich mal am Keppel. Was 7500 Kerz dir, Kerle. Sehr schön. Jetzt kriegen wir noch das Silberschwert. Schade, dass man niemand auf Zweihänder geskillt hat. Aber
Das wird in Thron des Baal noch sein. Thron des Baal kriegen wir das 6. Kämpfer noch dazu für unsere Runde. Beziehungsweise unseren 6. Mitstreiter. Und der ist auf Zweihänder geskillt, wie der Korgan mit Axt und Hammer. Der hat alles reingeskillt in Zweihänder und in Zweihänder-Kampfstil. Und der darf dann die Silberklinge führen. Okay. Du Hermasse, Silberschwert. Das Silberschwert strahlt eine düstere Aura aus. Die Klinge ist so scharf, dass sie vermutlich den Kopf eines Gegners mit einem Hieb vom Leibe trennen könnte. Besondere Fähigkeiten: Bei einem Treffer stirbt das Opfer zu 25% augenblicklich, wenn jemand Rettungswurf -2 gegen Todesmagie misslingt. 1W10 plus 3. Sehr schöne Sache. Sehr, sehr schöne Sache. Das kommt auf jeden Fall in unseren Beutel rein. Damit werden wir noch Spaß haben. So, jetzt habe ich nichts Interessantes mehr für ihn. Okay, das war die Zeit, um episch zu werden. Und jetzt können wir uns auf jeden Fall auch mal eine Runde ausruhen. Ich denke, das ist echt nicht verkehrt. Dann können wir bei der Schattendiebe nochmal rumbetteln, dass die uns bitte unterstützen mögen. Und ich glaube, großartig andere Organisation haben wir derzeit nicht so auf unserer Seite. Die Hafner könnten wir möglicherweise auch frohen. Aber ich weiß ja nicht so wirklich, die Hafner. Okay, 51. Tag, 1. Stunde. Was wir auch noch machen könnten, wäre hier noch eine Quest zu starten im Hafenviertel. Aber das machen wir erst am nächsten Tag. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daum seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. Der Daum. Ich mache erstmal eine Runde Penner. So, jetzt haben wir morgens die 9. Stunde. Perfekt. Und jetzt holen wir uns noch eine Quest. Dazu müssen wir in das Gebäude hier rein. Und das ist die Quest, die zum mächtigsten Gegner in ganz Baldur's Gate 2 führt. Deswegen müssen wir hier hier noch alles aufmachen. Und gehen mal hier rein. Du lungern noch ein paar Minotaucher auf uns. Alter Falter, also Korgan macht ordentlich Schaden. So, Anomen prügelt auch ganz gut Ruf nach wie vor. Und sehr schön. Also Korgan macht richtig ordentlich Schaden mit dem Ding. So, die haben natürlich nur Schampel bei sich. Aber das macht nichts. Wir wollen so mit dem mächtigsten Gegner aus Baldur's Gate 2 Schatten von Am aufnehmen. Deswegen müssen wir hier erstmal die Quest uns suchen. Okay, dazu müssen wir hier. Ihr müsst eure Gruppe... Und müssen unsere Gruppe erst sammeln, bevor wir das Gebiet verlassen können, wie das halt so üblich ist. Okay. Das erinnert uns doch schon ein bisschen an die Kanalisation mit dem Kult der Augenlosen, wo da auch so ein Sarg rumgestanden hat, so ein Sarkophag. Und genau darum geht es uns auch. Der Deckel des Sarkophags lässt sich trotz der finsteren Warnung und schützenden Runen, die sich seinen Seiten entlang ziehen, leicht öffnen. Im Sarkophag befindet sich ein goldener Schädel. Als ihr danach greifen wollt, scheint er sich zu bewegen. Als er den Schädel berührt, funkeln die Augen in einem unheimlichen Licht und er beginnt zu sprechen. Endlich, mein Bewusstsein kehrt zurück. Wer hat mich geweckt? Wer seid ihr und was seid ihr? Ich hieß Kangax. Und ich wurde verflucht. Ich bin tot und doch nicht tot. Ich wurde von grausamen Feinden zu ewiger Gefangenschaft in einem Grab verdammt. Verdammt zum Schicksal, was schlimmer ist als der Tod. Aber der Fluch kann aufgehoben werden. Mit eurer Hilfe könnte ich vielleicht wieder leben. Ich habe so lange gelitten. Wenn ihr mir helfe. Ich werde helfen, soweit ich kann. Die Feinde, die mir das Arge dahin in meine Rückkehr unmöglich gemacht, indem sie meine sterbliche Hülle zerrobbt und die Teile getrennt aufbewahrt haben. Wir müssen meine Leiche finden, damit ich meine sterbliche Gestalt wieder annehmen kann. Wo finde ich die Teile? Ganz in der Nähe. Ich bin mir sicher, dass sie in der Stadt in Gräbern wie Dine hier liegen. Wenn nicht anderes, so sind meine Feinde zumindest berechenbar. So noch meine Arme, Bä und meinem Torso. Ich werde euch reich belohnen für eure Bemühungen, Abdel Adrian. Dummeldeich, finden die Dele und kommt zurück. Ja, und ihr könnt es euch eventuell denken, sobald Kangax wieder zusammengebaut ist, wird er uns auch attackieren. Und er ist dann der mächtigste Gegner im Spiel. Komm, der Rede wert. Ja, das wird dann sehr spaßig. Also ich werde die Quest jetzt auch nicht heute sofort machen, aber ich werde immer mal wieder die Aare offen halten und ihn attackiere, soweit wie möglich. Ihm helfe, soweit wie möglich.
Okay, dann gilt es jetzt nochmal hier bei der Schattendiebe zu frohen. Das klingt okay. Weil die Schattendiebe sollten durchaus auch mal gegen Bodhi mitkämpfen, finde ich. Schar führt das Schicksal wach. So. Okay. Ja, jeder hat seinen Ort, wo er hier geht. Alles klar. Sehr schön. Sagt mir, was zu tun Dann ist. gehen wir jetzt nämlich nochmal dort hier und berichten denen, wie es gelaufen ist. Ist schon. Und dann schicken wir Abdel Adrian los dafür. Der kann das nur selber verhandeln. Er hat das mal auch die Geschwindigkeitsstiefel. Deswegen Ich warte. pack die Ich bin 7-Meilen-Stiefel und renn, mein Halbling, renn. Und dann sollte ich auf jeden Fall noch im Abenteurers allerlei einkaufen gehen. Weil die haben jetzt auch neue Ware. Und die bringt uns auf jeden Fall was. Ah, mir fällt noch Ei. Ich habe vorm Schlofe gehen, glaube ich, Vikonias Zauber nämlich. Ja, scheiße. Ich habe natürlich Vikonias Zauber nämlich hergestellt. Das ist etwas bitter. Die hat ja nämlich auch noch einen Lebenskraftentzug gehabt. Mist, Mist, Mist. Egal, dann müssen wir nochmal so und so. Dann habe ich jetzt 2 die Heilung gehabt und der falsche Sonnenaufgang. Strahl des Ruhms habe ich da noch reingemacht. Oh, glücklicherweise. Die beide stehen noch. Sehr schön. Okay. Ah, ihr seid doch noch zurückgekehrt. Und viel früher, als ich erwartet hätte. Nachdem ich euch auf Havarians Schiff auf den Weg gemacht habt, habe ich mich gefragt, das muss ich ja zugeben, ob ihr die Insel wohl wirklich erreichen würden oder ob ihr zurückkommt. Ihr wollt sagen, ihr habt geplant, dass ich nicht zurückkomme. Simon Havarian hat mich verrot auf eure Anweisung hier, wie ich denke. Machen wir das erst. Ja, gucken wir mal das. Hat er dich verrote? Ja, das überrascht mich nicht. Jetzt guck mich nicht so an. Mit mir hat es nichts zu tun gehabt. Simon Havarian war ganz und gar nicht einer von meinen Männern. Ich habe euch gesagt, dass sich nur sehr wenige Schiffe überhaupt trauen, Brynlaw anzusteuern. Und ihr habt gesehen, wer sich dort rumtreibt. Havarian war der bestmögliche, fürchte ich. Wenn ihr wünscht, kann ich einen guten Kapitän aufspüren und ihn für seine Untaten bezahlen lassen. Ich habe ihm extra etwas bezahlt, damit ihr sicher seid. Wie es aussieht, war das vergeudetes Gold. Nee, das ist nicht nötig. Er schien in seiner Handlung wenig Wahlmöglichkeiten zu haben und könnte so viel ich weiß, gar schon tot sein. Machen wir das mal so, ja. Dann ist er seinem Schicksal selber überlassen, das reicht. Havarian hat die Angewohnheit, immer wieder aufzutauchen. Wir werden ihn also bestimmt nochmal wieder sehen. Der Grund, aus dem ich euch zu kommen gebeten habe, hat mit Bodhi zu tun. Es ist euch gelungen, ihr Gilde zu vernichten, und darüber bin ich auch sehr froh, aber die Herrin selber scheint überlebt zu haben. Ich weiß nicht, warum sie noch Adkatla zurückgekehrt ist, aber ich kann es nicht riskieren, dass sie sich wieder aufbaut und sich an der Schattendiebe und natürlich auch an mir selber rächt. Ich möchte, dass ihr Existenz endgültig Ende bereitet. Ich wäre euch keine Schuld an eurem Versager beim letzten Mal geben. Offensichtlich haben wir beide ihr Macht unterschätzt. Wie nett, dass das als Versager geduldet wird. Ich bin gekommen, um Hilfe zu bitten. Erlaubt, ihr seid Mitglied der Schattendiebe und ich würde es sorgfältige Aufgaben nicht von euch verlangen, ohne euch Hilfe zur Verfügung zu stellen. Das mal zumindest nicht. Ich werde dafür sorgen, dass Arcanis und Yashiko und andere unserer besten Meuchelmörder zu euch stoßen, wenn ihr Bodhis Katakombe betretet. Ich will sicherstellen, dass wir sie endgültig los Zu den sind. Katakomben, wenn ihr bereit seid. Eure Meuchelmörder werden euch dort treffen. Ach, übrigens, viel Glück. Ja, dankeschön. Dankeschön auch. So, dann kehrt du nochmal hierher zurück, Abdel Adrian. Spuckt's schon raus. Und wir gehen dann nochmal zusammen los. Also ich denke, mit Risto Urten haben wir auf jeden Fall schon mal eine recht mächtige Verbündete abkriegt. Und die Schattendiebe, die ein paar gute Meuchelmörder stellen, ist auch nicht verkehrt. Jetzt gehen wir nochmal raus. Und ich mag in der Episode auf jeden Fall noch unseren Shopping-Tour im Abenteurers allerlei machen. Also die Hafner wäre ich jetzt nicht frohe. Also sorry, aber das ist einfach unter meiner Würde, dass ich mich zu der Hafner begebe und die froh. Weil das sind so Naseweise, die müssen überall ihren Zinkerei petzen und müssen überall gucken, was andere Leute so treiben. Deswegen, nee, die Hafner sind mir da etwas zu riskant für die Aufgabe. Wäre ich jetzt ein guter Charakter, würde ich sagen, ich würde noch der höchst ehrenwerte Orden des strahlenden Herzens und die Hafner fragen, weil das wären so die erste Anlaufstelle für gute Charaktere, aber das mache ich nicht. Okay, jetzt gehen wir noch zu Waukins Promenade und werden uns dort noch um unser Shopping-Tour kümmern, weil jetzt haben die richtig geiles Sortiment. Ich hoffe, das bringt was.
Und wir können unseren alten Krustach, den wir im Unterreich und in der anderen Gebiete kriegt haben, jetzt ordentlich verkaufen, wieder für stolzes Sümmchen. Da wir auch den Nymphe-Umhang tragen, ist es vielleicht am besten, wenn Abdel Adrian wirklich das Zeug auch vertickt. Und die Silberdrachen-Eier, würde ich sagen, die gehen auf jeden Fall nochmal in den nimmervoller Beutel mit rein. Weil wir haben die echte Silberdrache-Eier, das muss da auch irgendwie was wert sein, finde ich. Gucken wir nochmal rein. Ja, Dracheneier, das sind die richtige Silberdrache-Eier. Na gut. So. Jetzt hat der gute Ribal Tauschmann nämlich ein schönes Sondersortiment. Und das wollen wir uns unbedingt angucken. Edwin, genau, der ist jetzt nämlich im Kampf, deswegen kann er wieder sein Teil hier anziehen. Und ja, ich stehl doch nichts. Keine Angst. Stets zu Diensten. Der Lader ist so verdammt groß, es fällt schwer, sich zu entscheiden. Nee, Moment, das war's nicht. Einfach nur die Ware. Ja, zeigt mir mal die besondere Gegenstände. Für 50 Goldstücke. Dann war da noch was genau. Das konnte man noch identifizieren. So, das haben wir hier. Gorgonenpanzer hieß das Ding. Die Gorgonenjagd ist ein extrem gefährlicher Sport, der bei den Drow beliebt ist. Oft wird das Blut der erlegten Gorgonen dazu verwendet, neue Plattenpanzer herzustellen. Diese besondere Art von Drow-Plattenpanzern ist dazu in der Lage, dem Licht der Sonne zu widerstehen. Besondere Fähigkeiten erhält 15 Feuerresistenz und Säureresistenz, Rüstungsklasse von -1. Das ist nicht verkehrt. Und jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Intelligenzhelm. Schützt vor kritischen Treffern. Der Träger ist gegen Feuer immun. Das kann Feuerball, Regenbogenstrahlen und Sonnenstrahl zaubern, das Ding. Das ist echt nicht verkehrt. Dieser Helm ist aus poliertem Stahl gefertigt und mit Diamanten, Rubinen und Feueropalen geschmückt. Die Steine sind von einem inneren Leuchten erfüllt, das magischer Natur sein muss. Der Helm macht den Träger nicht nur gegen Feuer immun, sondern verleiht ihm auch mehrere besondere Fähigkeiten. Der Träger kann die Zauber Feuerball, Regenbogenstrahl und Sonnenstrahl einsetzen. Nicht verkehrt. Ich kann die Dinger jetzt einmal vorlesen, einfach mal. Tracis Plattenpanzer +5. Ist verflucht, Macht auf Charisma und Stärke -2, aber dafür Rüstungsklasse von -2. Oh je. In hohem Alter begehrte Baron Traci die Frau des unbedeutenden Soldaten Libol. Statt sie öffentlich zu umwerben und so einen Skandal zu riskieren, erschuf er diese Rüstung. Er überreichte sie dem Soldaten als Geschenk. Die verfluchte Rüstung schwächte Libol und entstellte ihn aufs Fürsterlichste. Angewidert verließ ihn seine Frau. Libol war in der Rüstung gefangen. Er konnte dem Baron seinen Verrat nicht nachweisen und bat ihn, in die Einöde geschickt zu werden, um dort gegen plündernde Oger zu kämpfen. Er kehrte nie zurück und Baron Traci konnte ungestört die Witwe Libol der Witwe Libol nachstellen. Die Rüstung ist verflucht und man braucht mächtige Magie, um sie wieder abzulegen. Ja, das ist schon ziemlich heftig. Also das Ding kaufen wir uns auf jeden Fall nicht. Vor allem nicht für 23.260 Goldstücke. Das ist alles Quark hier. Blutrotes Kettenhemd +5. Das dunkelrote Metall, aus dem dieses Kettenhemd gefertigt ist, kommt angeblich von einer gut versteckten Mine in den Wolkengipfeln. Es gab einmal eine Zeit, in der die Bande des Blutes, eine Gruppe von böser Abenteurer, allesamt diese Rüstungen trugen. Bis auf diese hier sind jedoch alle derartigen Kettenhemden verschwunden. 0 Rüstungsklasse, an und verkehrt. Okay, jetzt kommen hier diese ganze Dinge. Kriegsklinge +4. Das ist einfach nur ein stinknormale Zweihänder +4. Ziemlich gut von der Werte, aber keine besondere magische Fähigkeit hat das Ding. Okay, Schleuder haben wir hier nochmal. Dolch +2, Hellebarde. Herzsucher +3. Dann hatten wir doch schon, oder? Hat man denn nicht auch schon im Vierkrag-Dungeon? Ich glaube schon. Okay, Kompositbogen, Kurzbogen, Streitaxt, Gewitterbolzen. Bimbi bumbi bum. Sehr schön, das sind jetzt die ganze Stufe 9 Dinger. Da ist auf jeden Fall Entzug von Lebenskraft ziemlich gut und wichtig. Aber es ist Nekromantie. Ja, klar, natürlich, das kann der lernen. Quatsch. Ich war bei Illusioniste, die können das nämlich nicht. Kombinierter Notfall ist auf jeden Fall sehr gut. Und dann kann sowas ausgelöst werden. Und die schwarze Klinge der Verdammnis holen wir uns auch nochmal. Magie der 18. Stufe. ETW 0 vom Krieger der 9. Stufe verwenden und hat einen Bonus von ETW 0 12. Wie eine +5 Waffe. 2 bis 24 Schadenspunkte. Ja, das ist schon nicht schlecht. Freiheit haben wir schon. Wort der Macht tot. Gestaltwandlung.
Dann kann ich einen Gedankenschinder, Eisengolem, höherer Wolfwehr, Erdelementar, Feuerelementar oder Riesentroll werde. Auch nicht schlecht. Zauberfalle ist aber wesentlich cooler. Wirkt gegen 1. bis 9. Grad und Zauberschlag. Zerstört jeden Zauberschutz. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich sehr gut gebrauchen kann. Schrei der Todesfee, den habe ich ja schon. Moment, können wir derzeit nicht kaufen, weil einfach zu wenig Platz drin ist bei Edwin. Okay, das machen wir jetzt nochmal. So, kombinierter Notfall, das wird gelernt. Genauso wie der Entzug von Lebenskraft. Das ist das, was die Vampire die ganze Zeit machen. Jetzt frohen wir noch einmal. Zeigt nur mal die Ware. Für 50 Goldstücke noch einmal. Gehen wir jetzt nochmal extra runter. Zauberschutz durchdringen ist auf Stufe 8. Das nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. Schrei der Todesfee haben wir schon gelernt. Zauberfalle nehmen wir 8. Und eine Zauberschlag müssen wir so kaufen erst einmal. Okay, nochmal die Zauberfallerei. Der Zauberschutz durchdringen. Und dann haben wir hier noch den Zauberschlag. Sehr schön, sehr schön. Was kann er jetzt auf Stufe 9? Er kann die wichtige Sache, Zeitstopp ist das allererste, das ist das Allerwichtigste. Der Zauberschlag ist auch sehr gut, um sämtliche Schutz zu zerstören. Zauberfalle ist auch sehr geil. Schützt gegen diverse Zauber, das ist auch sehr cool. Schrei der Todesfee ist auch sehr cool, sehr gut. Und du kann ich 3 Zauber auswählen, die dann ausgelöst werden, wenn was Bestimmtes stattfindet. Das ist auch sehr gut. Und Entzug von Lebenskraft ist auch 2 Erfahrungsstufe. Also statt Stufe 20 würde ich dann gegen Stufe 18er kämpfen. So, jetzt gucken wir nochmal rein. In die besondere Gegenstände. So. Wort der Macht Blindheit ist Quatsch, den kennen wir schon. Schrei der Todesfee, Hämmer. Zeitstopp, Hämmer. Gestaltwandlung können wir uns auch noch zulegen. Wort der Macht Tod. Bis zu 60 Trefferpunkte. Aber dann hat es keine Auswirkung mehr. Also so besonders toll ist es jetzt auch nicht. Schwarze Klinge der Verdammnis, kommen die. Haben wir, glaube ich, schon gekauft. Ich gucke jetzt nochmal zur Sicherheit rein. Schwarze Klinge der Verdammnis. Nee, die hat er noch nicht. Dann machen wir erstmal die Gestaltwandlung. Und dann holen wir uns nochmal die schwarze Klinge der Verdammnis. So. Okay, dann holen wir uns diese Klinge nämlich noch. Im Thron des Baal gibt es dann auch wieder sehr geile Stufe 9 Zauber, die wir uns auch nochmal holen können. Okay, das war's soweit. Das ist das neue schöne Sortiment. Gerade für Edwin perfekt. Okay, jetzt sind wir hier so ziemlich alles. Das ist schon ziemlich gut. Im Thron des Baal gibt es dann noch ein paar geile Stufe 9 Zauber wie Drachenodem und so. Das können wir dann auf jeden Fall nochmal lernen. Gut, dann haben wir unsere Shopping-Tour hier auch erledigt. Sind soweit, denke ich. Und dann sollten wir noch zu der Uma-Hügel zurückkehren. Zu der Uma-Hügel und lassen uns dort noch unser... Oh, jetzt haben wir unser... Na egal. Das Zeug können wir immer noch verticken. Moment. Komm, wir sind eigentlich nicht weit entfernt. Wir gehen nochmal zurück zum Abenteurers allerlei, verkaufen noch unser Zeug. Und dann würde ich sagen, ich mache noch die Reise zu der Uma-Hügel. Das können wir jetzt in der Episode auch noch locker machen. Ich warte. Und ja, so machen wir das. So. Nur die normale Ware. Dann verkaufen wir noch, was möglich ist. Eine Königsträne. Der Rest machen wir so. Ungeschicklichkeitsring Pforte mit. Dann brauchen wir noch. So, dann fort mit alledem. Und hier nochmal Spitzbubenstein. Ja, die lassen wir jetzt auch nochmal. Smaragde brauchen wir vielleicht auch noch. Ich glaube, für Thron des Baal brauchen wir ein paar von den Dinger noch. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was wir noch alles brauchen. Oh, da haben wir noch ein paar schwarze Opale. So, alle weg. Sehr schön. Dann können wir das Geschenk... Nee, das Geschenk der Nacht, das lassen wir noch. Göttliche Rage brauche ich zwar nicht mehr, aber ich lasse es trotzdem drin, genauso wie Tancherons Bogen. Dann im nimmervolle Beutel. Was haben wir dann da noch Schönes drin? Die Welle bleibt, das Seelenschnitter bleibt. Magische Feuerschutzrobe, die kann weg. Zauberschutzamulett, Halskette der Gestaltwahrung kann weg. Flamme des Nordens weg. Genauso wie der Verdammnisplattenpanzer, das kann weg. Ja, der Aderlasser, den lassen wir erstmal. Verfluchte Speer, die Herrschaft weg. Aufspießer fort, Umhang des Schildes fort. Wobei Aufspießer, den lassen wir noch. Ich bin mir nicht sicher, ob der eventuell noch verbessert werden kann, den Thron des Baal. Unverwundbarkeitstrank, der kann... Okay, ist nur einer, kann fort.
Menschliches Fleisch brauchen wir auf jeden Fall noch. Ankickplattenpanzer lassen wir auch noch. Wunderbar. Da können wir eine ganze Schampel für 10.000 mal irgendwie verticken. So, was hat Anomen noch parat? Anomen hat hier nochmal Quatsch. Das kann weg. Die Todesschädel lassen wir auch mal. Ich weiß auch nicht mehr, ob der nochmal irgendwie hilfreich war. Wir lassen dann erstmal. So, der Kruscht kann fort. Weil das haben wir alle schon verbesserte hast. Nee, Quatsch, die will ich gerne wieder zurückkaufen. Na toll. Das war jetzt echt unnötig. Egal. Weil die verbesserte hast, wollte ich eventuell nochmal in den Thron des Baal reinpacken. Abidalsims abscheuliche Ausdrückung kann eigentlich auch alles weg. Haben wir hier alles parat. Die Schutzformeln, die lassen wir erstmal mit drin. Dann hat Edwin hier noch diverse Krusch. Die Knochenklinge, die packen wir erstmal in unseren nimmervolle Beutel rein. Nochmal so. Und so. Fort damit und fort damit. Perfekt. So, jetzt wird neu sortiert. Ich würde sagen, die Göttli... Ja, die lassen wir einfach mal so mit dabei. Das Geschenk der Nacht kann erstmal fort. Wir tragen ja erstmal das Zeug. Oh, Korkan hat so noch jede Menge Grütze, die ich vergessen habe. Okay, das kommt in den nimmervolle Beutel. Das behalten wir hier. So, nimmervoller Beutel. Reite mit. Genauso wie mit dem. Und der Scheißdreck, der kann verkauft werden. Aber, ja. Okay. Das war der hier. -1 gibt ja an Rüstungsklasse. Wie sieht es bei dem aus? -2 und der gibt 0. Okay, perfekt. Dann geht diese Drow-Rüstung auch an eine Drow. Und sie hat 15 Feuer- und Säureresistenz. Das ist auch sehr praktisch. Jetzt verticken wir nochmal den rechtliche Quark. So. Feldharnisch kann weg. Und Methylshafer, okay, die können nicht weg. Fesseldinger und Desto kann auch fort. Ala hopp. Gut, dann geht das in den nimmervolle Beutelreihe. Vikonia ist soweit ausgerüstet. Wunderbar. Sehr schön. Edwin ist wieder bei seiner ursprünglichen Stärke 10. Das ist ja auch nicht besonders wild. Gute Idee, das mir zu... So. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch machen, auch wenn die Episode dann jetzt wirklich noch länger wird. Aber ich mag auf jeden Fall die Uma-Hügel jetzt noch erledigt haben mit dieser Menschenhautrüstung. Damit wir die jetzt einfach noch hin und damit wir dann sauber in der nächsten Episode uns den Grabmäler widmen können, in denen Kangax eingesperrt ist. Also zumindest sein Armer, sein Torsen und sein Bä. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen kämpfen. Die Kangax-Quest hätte ich nämlich eigentlich auch ganz gern recht fix erledigt. So. Weil bevor es zum Endkampf noch Sultan Salah geht, würde ich das eigentlich ganz gern machen. Aber am liebsten würde ich gegen ihn kämpfen, nachdem wir Bodhi bezwungen haben. So, dann schicken wir doch mal Korgan vor. Ich folge euren Befehl. 20 Stunden haben wir wieder gereist. Okay, das war der Wir Typ. werden in ganz am garantiert keine besseren Preise Okay. finden. Wirklich. War ein ziemlich schwerer Kampf, aber ich habe gesiegt. Hier sind sowohl Blut als auch die Rüstung. Ich werde die Bestandteile nehmen und mache daraus die schönste und dunkelste aller Rüstungen. Ihr werden in ihrer Umarmung gute Dienste leisten. Kommen in 4 Tagen zurück und ihr werden sie in Empfang nehmen. Okay, Lederpanzer von Rejik dem Häuter. 4 Tage dauert es jetzt noch. Das heißt, wir können schon uns auch ein bisschen was gönnen. 52. Tag und 6. Stunde. Das heißt, wir haben schon noch ein bisschen Zeit. 52. Tag. Am 56. Tag zur 6. Stunde können wir wieder zurückgehen. Okay, dann gehen wir mal zum Friedhof zurück. Und da mache ich dann auf jeden Fall meinen Cut. So, Heidewitzka. Okay, ein Tag habe ich gebraucht. Und dann geht es hier schon mal ab zu dem Bereich. Und dann mache ich hier nochmal mal Speicherung. Und an der Stelle mein Cut, ihr liebe Leid. So, sorry fürs Überziehen, aber das musste jetzt einfach sein. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ach, jetzt kann ich auch hier wieder speichern. Bis morgen dann. Ayan Yankee.